Meine liebsten Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Energy Mirko. Ich habe es ja gestern angekündigt, dass mein erstes Let's Play Need for Speed Underground wird sein. Und dort hat mich ja einer gefragt, ob ich das nicht schon mal Let's Played habe. Und ich bin mir ganz sicher, dass das nicht auf diesem Kanal war, dass es auf einem anderen Kanal war, der nicht mehr existiert von mir, wo ich alle Videos komplett entfernt habe. Und beim Kanal Energy Mirko habe ich ja auch alle meine Videos einmal entfernt. Wo ich natürlich dann auch ein Problem mit dem PC hatte. Genau, und weil ich natürlich nicht gewusst habe, wie damit umgehen, ob es dann auch rendiert für ein Let's Play oder nicht. Wo ich also eigentlich auch euch versprochen, dass das Jahr mein erstes Let's Play kommt und dass ich das Jahr Let's Plays mache. Und jetzt fange ich also mit Need for Speed Underground an. Und ich bin so froh, dass es so gut geklappt hat mit dem Spiel. Ich hatte mega viel Stress gehabt, mit dem Spiel das zum Laufen zu bringen auf Windows 11. Weil, ich sage es mal so, das Spiel ist 2003 erschienen und man muss aber, wenn man das auf Windows 11 spielen will, muss man aber die Speedexen umtauschen. Also man muss etwas von Speedex anladen und dann muss man die umtauschen. Genau, habe ich dann auch gemacht zuerst. Hat zuerst nicht geklappt und dann habe ich nach dem 10. oder nach dem 11. oder nach dem 12. Versuch habe ich dann endlich mal das Richtige angeladen. Und jetzt endlich mal geklappt, dass ich das Spiel zum Laufen gebracht habe. Und ich bin jetzt auch ziemlich froh, dass ich das Spiel zum Laufen gebracht habe. Und ich freue mich wahnsinnig wie ein 3-jähriges Kind, das Spiel zu Let's Playen. Weil für viele Leute ist es ein Kindheitsspiel. Und ich denke, jeder, der jetzt zuschaut, also die meisten, ich bin sicher zu 95% bin ich sicher, dass die meisten das als Kind gespielt haben, das Spiel. Ich habe das nicht als Kind gespielt. Ich habe als Kind Most Wanted aus dem Jahr 2005 gespielt. Carbon und Pro Street Blood. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich habe gemeint, das ist ja so gesehen. Genau. Und das Spiel ist so legendär. Viele Leute kennen ja den Film The Fast and the Furious, ein hammergeiler Film. Und Blackbox hat es natürlich ausgenutzt bei Need for Speed Underground, auch mit illegalen Strassenrennen, mit Tuning und so. Also was Tuning angeht, hat Blackbox natürlich die meisten Ahnungen gehabt bei den Need for Speed Spielen. Und man hat das Auto wirklich so können machen, wie man es wollte. Man hatte zwar keine Rennschlitten gehabt, wie ein Lamborghini oder wie ein Ferrari, aber man hat dafür wirklich andere coole Autos gehabt, wie zum Beispiel ein Nissan Skyline oder ein Mitsubishi Eclipse oder ein Mazda MX-5 oder ein Golf. Ja, so Standardautos hat man gehabt, genau. So, wir erstellen mal ein neues Profil, würde ich sagen. Weil ich muss nämlich jetzt ganz schnell machen, weil ich muss nämlich nachher noch helfen einkaufen. Und ich muss heute noch zum Doktor wegen meinem Ohr, wo ich mit meinem rechten Ohr gar nicht mehr höre, wo das sehr fest pfeift. Genau. So, dann wollte ich noch etwas bei Steuerung ändern. Schalten werde ich bei Shift und schalten werde ich bei Control. Handbremse werde ich bei Leertaste, Nitro lasse ich auf N, Lenken nach links, Lenken nach rechts, Gas geben, Bremse rückwärts. Ja, ich glaube, das sollte alles zusammen so stimmen. Ja, stimmt alles zusammen. Sehr gut, und dann wollte ich noch schnell etwas ändern, und zwar bei Audio, dass man mehr gut hört, wollte ich da hier ein bisschen zurückstellen. Ich glaube, so soll perfekt sein. So, wir gehen gerade direkt in Underground-Modus. Willkommen im Underground-Modus. Deine Karriere als Rennfahrer beginnt hier. Nimm's mit den härtesten Jungs von der Straße auf und beweis, dass du der beste Fahrer bist. Sieger sammeln tolle Boni und Upgrades ab, Verlierer können heimgehen.
Und wir sind hoffentlich ein Gewinner. Viel Spaß, Freunde! Tja, die tolle Videosequenz. Das macht natürlich auch das Spiel legendär. Deswegen ist das Spiel auch legendär, wegen der tollen Videosequenz. Und natürlich auch wegen dem Soundtrack ist das Spiel auch legendär. Da ist natürlich sehr viel Hip-Hop angesagt und ja. Es ist auch sehr viel Hip-Hop-Soundtrack drauf in diesem Spiel. Und natürlich ist nicht nur Hip-Hop drauf. Es ist auch Rock drauf von den Soundtracks, genau. Ich lasse mal den Soundtrack drauf, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist oder nicht. Aber ich lasse jetzt einfach mal drauf, falls das Video gesperrt würde werden. Dann weiss ich wieso, wegen dem Soundtrack. So. Und jetzt zum Spiel, wir sehen... Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht gut gesehen. Ja, Gegenverkehr gibt es natürlich auch. Das Ding ist eben, wie wir jetzt vorhin ins Auto reingefahren beim Gegenverkehr. Das hat einen Grund, und zwar bin ich früher Alben bei Need for Speed Underground, wartet mal. Ich bin früher Alben bei Need for Speed Underground so gefahren. Aber da ich gefunden habe, dass es euch besser gefällt, vielleicht so, habe ich gefunden, versuche ich mal so zu fahren. Genau, das ist der Grund, warum ich vorhin in den Gegenverkehr bin gefahren. Wenn ich natürlich jetzt weiter in den Gegenverkehr reinfahre, dann werde ich versuchen auch in einer anderen Dings zu fahren. In einer anderen Aussicht. Genau. Und man sieht zum Beispiel oben rechts, bei welcher Position wir sind, wie viele Stylepunkte wir haben. Wir sehen oben links, bei wie viel der Runde wir sind. Wie aktuell sehen wir unsere beste Runde. Nein, bei Rekord sehen wir unsere beste Runde. Und bei aktuell sehen wir, wie viele Sekunden oder wie viele Minuten wir schon beim Rennen dran sind. Dann sehen wir auch, wie schnell wir fahren und welchen Gang wir drin haben und wie viel Nitro wir zur Verfügung haben und so weiter und so fort. Davon träumst du? Ja, davon träume ich. Ist Eddie. Sieh ihn dir gut an. Hallo, Ein Eddie. Gewinner aus, der absolut Respekt verdient. Nicht nur der Und sein Skyline. sein oranges Skyline. Also, welcher dieser Wagen gehört dir? Gut, wir bekommen jetzt 10.000 auf unser Konto hochgeschmissen und sollen jetzt uns unser Startauto aussuchen. Ich glaube, der Honda Civic ist der teuerste bei der Auswahl. Ich zeige euch jetzt mal, was es so alles für Autos gibt. Es gibt erstens mal den Golf. Der sieht dann von hinten so aus und von vorne sieht er so aus. Sieht noch recht nice aus. Dann haben wir einen Honda Civic, das ist der teuerste bei der Auswahl. Der kostet das ganze Geld. Wir haben 10.000 auf dem Konto und der kostet 10.000. Dann haben wir noch einen Peugeot 206. Auch ein cooles Auto. Der gefällt mir jetzt aber eher nicht so, was mich bei dem ein bisschen stört, ist, dass der rot lackiert ist. Ich finde, das passt nicht zu einem Peugeot. Ich finde, das passt eher zu einem Ferrari rot. Genau. Dann haben wir einen Mazda MX-5 in Blau. Auch ein legendäres Auto. Sieht recht nice aus, muss ich sagen. Und dann haben wir als letztes noch den Dodge Neon. Im Grün. Passt zum Dodge Neon, würde ich sagen. Er sieht auch recht cool aus. Aber ich habe es meistens auch so gemacht, und wir machen jetzt so. Ich habe es meistens auch so gemacht, dass ich den MX-5 genommen habe. Und ich mit dem dann auch eine Karriere gestartet habe. Und das ist auch der beste vom Handling her, den man auswählen kann. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal den Mazda MX-5. Der kostet 9.500. Wir nehmen jetzt den einfach mal. Das war echt schwach. Ach Quatsch, hör doch auf, das ist echt geil. Aber das hat sie bei jedem Auto, egal welches das man nimmt. Oh, hallo schöne Frau. Hey, Loser.
Ach, Quatsch! Kann ich dir helfen? Schauen mich nicht alle so an! Nur wir beide, du und ich. Das kriegen wir locker hin, komm. Du willst der Beste sein? Dann mach die Jungs hier alle. Wenn du verlierst, bist du verloren. Alles klar? Toll. Dann los. Hier findest du die aktuellsten Rennen. Die Rennkarte zeigt dir, wo was abgeht. Genau, los geht's! Das ist unsere Rennkarte. Und wir haben jetzt gerade 5 Rennen zur Auswahl. Wir haben ein Rennen von 111 geschafft. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Rundkurs. Dort geht es darum, dass wir mehrere Runden fahren. Und ich ehrlich gesagt hasse einen Rundkurs bei Need for Speed. Weil meistens fährt man dort alle 6 oder 7 Runden. Und dann ist man 8 oder 9 Minuten in einem Rennen dran. Und ich finde, das gehört nicht so zu Need for Speed. Ich finde, wenn man schon ein Rennen fahren bei Need for Speed, dann sollte man, wenn schon 2 bis 3 Minuten dran sein für ein Rennen. Für eine Runde. Oder für das ganze Rennen. Aber da gibt es jetzt 2 Runden zum Fahren. Und dort geht es natürlich auch darum, dass wir erst werden. Und wenn wir natürlich erst werden, dann schalten wir natürlich auch weitere Rennen frei. So wie zum Beispiel ein Sprint. Dort geht es darum, dass wir eine Runde fahren. Auf einer Strecke. Und dort auch müssen versuchen, vorne zu bleiben. Und müssen versuchen, dass wir das Rennen gewinnen. Und meistens ist es aber sehr schwer bei Need for Speed Underground das Rennen zu gewinnen, wenn man sie im schwer fährt. So wegen dem Gegenverkehr und so. Aber jetzt, so vom Anfang an, ist es endlich leicht. Genau. So, nehmen wir hier ein Drift. Dort geht es darum, dass wir so viele Punkte wie möglich sammeln bei einem Drift. Und dort gibt es jetzt zum Beispiel 4 Runden zum Fahren. Und dort geht es darum, dass wir die meisten Punkte machen beim Driften. Genau. Nehmen wir noch Track. Dort geht es darum, dass wir von selber schalten und uns auf den Gegenverkehr müssen konzentrieren. Denn wenn wir uns nicht auf den Gegenverkehr konzentrieren, dann plötzlich fährt man in den Gegenverkehr rein und dann plötzlich BAMS und dann ist das Rennen Ende. Und ja, man muss natürlich auch von selber schalten, sonst hat man dann einen Motorschaden. Also man muss sich auf beides konzentrieren, auf das Schalten und auf den Gegenverkehr. Genau, sonst hat man entweder einen Motorschaden oder einen Totalschaden. Nehmt ihr hier noch Runden gehabt, da waren es nur noch 2. Dort geht es darum, dass man auf einer Rennstrecke mehrere Runden fahren und dass immer in einer Runde ein Gegner rausfliegt. Und der am Schluss am meisten Punkte gemacht hat, also ich meine, der am Schluss zuerst die Ziellinie überquert hat, so ich wollte sagen, Entschuldigung, der hat dann die Runde K.O. gewonnen und der hat dann auch das Rennen gewonnen, genau. Und ich würde sagen, ein Rennen geht noch, oder? Wir fahren jetzt einfach mal ein Drift. Krass, Kid, das ist abgefahren. Noch ein Überläufer in der Drift-Szene. Zeig mal deine Moves. Ich bin dort und stehe gern quer. So, hier geht's um Style und Reifeneisen. Driftstrecke 1. Von dort die Fakten. Beeindruckt die Masse mit Tempo und Style macht viel Punkte, um die Ruf und Cash zu steigern. Und wir fahren es natürlich im Schwer. Also ich versuche es jetzt mal mit der Handbremse, ich habe nämlich heute schon eine Aufnahme gemacht. Und dort musste ich das Rennen nochmal wiederholen und die Aufnahme ist dann nicht so gut gekommen. Also ich versuche es dann mal mit der Handbremse, wenn es gar nicht geht. Na gut, da bin ich jetzt in die Mauer reingefahren. Wir müssen auch versuchen, nicht in die Mauer reinzufahren, sonst ist schnell der Drift beendet. Also momentan sind wir dritt. Ah, Scheiße, 10.000 versaut.
Das wäre jetzt meine Chance gewesen, die Führung zu übernehmen. Egal, weiter geht's. Ja, das Rennen müssen wir nochmal fahren. Jawohl. Wenn jetzt die 10.000 nicht versammelt hätte, dann hätte ich das Rennen ganz sicher gewonnen, da bin ich überzeugt. Aber die 10.000 habe ich leider versammelt. Was ziemlich schade ist. Nein, das ist besser mit dem Driften, muss ich sagen. So, momentan haben wir 11.000. So, 17.000. Das sieht nach einem Sieg aus. Ja, locker gewinnen wir es jetzt. Das Rennen, wenn ich so im ersten Versuch wäre gefahren, dann hat mir jetzt es weniger Zeit gekostet für den Part. Nach dem Rennen muss ich leider den Part wieder beenden. Weil, wie gesagt, ich muss nicht noch einkaufen und muss nicht noch zum Doktor wegen meinem rechten Ohr. Genau. So, das Rennen haben wir gewonnen mit 34.185 Punkten. Und jetzt gibt es 3 Punkte Wein am Ohren, das sage ich euch. So, 2000 Style-Punkte, 3000, 4000, 5000, 6000, 6834 Style-Punkte. Und im Ganzen sind wir bei Style-Punkten angezeigt bei 6834. Sehr cool. Und wir haben Level 1 Vinyl Terror freigeschaltet. 625 kommen auf unser Konto. Und die Driftstrecke ist als Reserve bei Quick Race freigeschaltet. Sehr cool. Weiter. Jawohl. So, ich würde sagen, das ist der erste Part von Need for Speed Underground Race gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder oder beim nächsten Video. Ich wünsche euch noch alles Gute und euch noch einen schönen Tag. Ich bin aus, euer Energy Mirko. Bye bye.